Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal mit unserem Chefcoach Vincent Kompany, Teil 2 der Pressekonferenz vor dem 8. Champions League-Spiel bei PSW Eindhoven. Und wie immer, bevor wir reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir direkt rein in den Bums. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit aufgeholt. Schon ist der Trainer da, Vincent Kompany und Teil 2 der Top. Pressekonferenz. Wir legen los, es geht weiter. Wer möchte beginnen? Wahrscheinlich einer von euch hier vorne, ja? Guck mal, Winnie mal richtig rausgeputzt hier mit Sakko. Ja? Alle gucken runter. Stefan Kumberger, okay. Keiner will. Nehme ich die Führung. Führung ist das richtige Stichwort. Jonathan war gerade da und er ist ja doch die Führungsperson in der Innenverteidigung. Was macht ihn so stark und was verlangen Sie so grundsätzlich von ihm? Ja, verteidigen, vielleicht übertreibe ich das, aber es ist um 50% körperlich stark sein, schnell Zweikämpfe gewinnen. Da muss man natürlich auch am Ball viele Fähigkeit haben, aber verteidigen ist auch 50% Kommunikation. In eine Viererkette, Fünferkette, egal. Einfach mit Stimme auch die Mannschaft helfen. Das ist einfach auch Verteidiger. Und das ist natürlich eine Stärke, die Jona hat. Sehe ich Die genauso übrigens. seit Anfang dieser Saison gezeigt hat bei uns. Und das ist, was man vielleicht nicht so schnell sieht. Aber das hat. Finde ich eigentlich schon. Finde ich schon, dass man das schnell gesehen hat. Von Anfang an eigentlich, fand ich. Zumindest, wenn man da ein bisschen drauf geschaut hat. Vor allen Dingen, weil uns das ja auch gefehlt hat. Ja, das ist ja der Faktor. Es hat uns ja gefehlt bis dahin. Ja. Ja, Opa hat das dann teilweise mal zwischendrin gemacht, so. Ja, aber so wirklich, deswegen war Eric Dyer ja so wichtig, oder deswegen ist Eric Dyer so hervorgestochen. Ja. Weil er genau diese Fähigkeiten komplett hatte. Ja. Er war einfach der absolute Leader, wenn er auf dem Platz war. So, und die Rolle hat Jona, finde ich schon, dass man das von Anfang an gesehen hat, sehr, sehr gut direkt übernommen. Ja. Keine Scheu gehabt, nichts. Sehr gut. Er. Gleich daneben Manuel Bunke für Merkur und TZ. Herr Kompany, auf der Rechtsverteidigerposition ist es ja mal wieder ein bisschen eng. Könnte wieder ein Linksfuß sein, ja. Ja, okay. Also Lass uns deutlich sehen. Sascha Boyer, wie weit ist er? Er ist auch mit dabei jetzt wieder? Ist Ja. auch eine Option oder nicht, weil er kein Linksfuß ist? Nein, aber Sascha natürlich hat noch nicht so oft mittrainiert, aber ist endlich aus, und wir hoffen, ist endlich aus dieser Phase, aus seiner Krankheit. Hat einen guten Eindruck gelassen im Training heute, also es könnte sein, dass er für einige Minuten dass er uns helfen kann. Aber jetzt anfangen in Champions League ist noch keine Sprache davon, aber ja, zum Glück für ihn und für uns, dass er jetzt wieder fit ist und es kommt auch am richtigen Zeitpunkt. Gleich daneben Julian Agadi für die Bildzeitung. Dann mache ich mit dem ähnlichen Thema. Ja, dann wollen wir mal hoffen, erstens, dass er die Chance bekommt auch. Wüsste ich jetzt aber nicht, warum nicht, weil hat er ja am Anfang der Saison auch, was heißt am Anfang der Saison? Ja, aber ihr bist mittendrin in der Vorrunde, weil es ja irgendwelche Gerüchte gab, so Kompany mag ihn nicht oder sonst was. Ich denke, er hatte seine Chance, so, ja. Und fairerweise muss man sagen, er hat sie halt nicht genutzt. So, das waren Leistungen, die okay waren, ja, also besser wie es Davies oder Kimmich jetzt gemacht haben, sogar keine Frage. Ja, das war eine durchschnittliche Leistung immer, Note 3. Aber er hat nicht so herausgestochen, wie es ein Stunny tut oder wie es ein Conny tut, ja. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, er kann das, ja. Ich glaube auch, das Problem ist, der Junge bräuchte einfach mal eine verletzungsfreie Zeit und bräuchte mal so 10 Spiele, ja. Einfach mal ein paar Wochen, mal 2, 3 Monate am Stück, wo man ihm das Vertrauen schenkt, und wo er das Vertrauen spürt und auch wo er fit ist, ja, dann glaube ich schon, dass er diese Rolle ausfüllen könnte, ja. Wird er natürlich nicht kriegen, diese Zeit beim FC Bayern und erst recht nicht, wenn Conny und Stunny wieder fit sind. Dann sehe ich ehrlich gesagt keine Chance für ihn auf die bisherigen Leistungen. Ja, aber er ist der Erste, der jetzt zurückkommt von den genannten dreien. Ja, wer weiß, vielleicht kann er seine Chance nutzen. Ne? We will see.
Gleich weiter. Alphonso Davies und Jamal Musiala sind ja jetzt auch wieder Optionen für Sie nach wirklich langen Verletzungen. Dass die noch nicht bei 100% sein können, ist klar. Aber wie Die sind noch nicht mal bei 80%, Alter. Ja, die fallen nicht auf, beziehungsweise was heißt, die fallen nicht auf? Die fallen nicht negativ auf, wenn sie in eine funktionierende Mannschaft kommen, die, ja, wie ich es gerade sage, die funktioniert. So, ja, wenn wir im Flow sind, so, dann kannst du die bringen, dann haben die einen Mehrwert, dann kriegen die Spielpraxis, kriegen Selbstvertrauen wieder und so weiter. Aber in so einem Spiel wie gegen Augsburg hast du gesehen, dass sie denen null helfen in dieser aktuellen Form, die sie haben. Ja, und du als Mannschaft musst die tragen, nicht umgekehrt. Ja, das ist so das Thema. Und das ist gar kein Vorwurf. Also die kommen beide aus einer super langen Verletzung, ja. Also da darfst du einfach auch nichts anderes erwarten. sieht da der Kontakt aus vor so Spielen? Wie müssen Sie da in die Spieler reinhören, beziehungsweise wie klären Sie mit denen ab, für wie lang sie einsatzbereit sind? Wie sieht das aktuell aus? Also ich glaube, wir sind alle einverstanden, dass es 2 gute Spiele sind, oder? Absolut, ja. Dann gibt es leider in dieser Phase Ich bin nicht einverstanden, sorry. Ich weiß, ich stehe damit alleine da, aber ich bin nicht einverstanden. Es ist ein sehr, sehr guter Spieler, Jamal Musiala, und ein Spieler, der viel Potenzial hat und hoffentlich die nächsten 2, 3 Schritte macht zum guten Spieler. Ja, bisher ist Alphonso Davies noch kein guter Spieler für mich. von einer Saison keine Soft-Integration. Es muss eine Hard-Integration sein, die Minuten über die Leistung. Und das ist, was wir jetzt im Moment. Wenn wir darüber reden, Minuten über die Leistung, ja, sorry, dann dürfen beide nicht in dieser Mannschaft stehen. Weil die Leistung war eine Katastrophe gegen Augsburg. Aber nicht nur von den beiden, ja. Aber wenn er jetzt den Take droppt und sagt, es ist ein harter Einstieg in der laufenden Saison und die Minuten bekommt man über Leistung, ja, dann haben sie keine weiteren Minuten gerade gerechtfertigt. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie es im Training ausschaut, ja, aber am Ende des Tages, irgendwann zählen dann halt auch die Spiele. Ja. Und ja, wie gesagt, gegen Augsburg war das nix. Von beiden Das ist nicht. unsere Puzzle im Moment. Wir sind knapp dabei, wieder eine ganz frische, ganz tolle Kader am richtigen Moment zu haben. Aber wir haben auch viele Themen, wo wir diese Integration erstmal ausmachen müssen und dann ein paar Leute, also ein paar, das war fast 3 oder 4. Ich habe fast jeden Tag Telefon bekommen vom Doktor letzte Woche über Leute, die krank waren und so. Also ist nichts dramatisch. Alles kann in die nächste Woche wunderschön aussehen, aber wir haben so diese Mischung zwischen schau mal, wer da ist und okay, erst nochmal diese Integration. Und es kommt aber, glaube ich, in meiner Meinung nach am richtigen Zeitpunkt und wichtig für mich ist, dass die Februar, März, dass wir einfach alle da haben für Vollleistung. Und dann werden Stani und Conny auch bald wieder zurück sein und dann schaut gut aus. Aber die nächsten 3 Tage müssen auch gut verlaufen. Right behind from NOS, yeah? Good evening, this is NOS Dutch TV. Can Good I evening. ask the question in Dutch? Is that possible? Dutch, yeah. Yeah? You can test my Dutch still, yeah. Yeah, I'm really good at it. Je kent natuurlijk Paul Wanner, speler van je Ja, geweest. tuurlijk. Waarom heb je hem laten gaan en hoe kijken jullie naar zijn ontwikkeling bij PSV? You know, Ja, Paul eerst en Wanner, vooral de a beslissing player bij ons that en has niet been gewoon de beslissing with van you. een trainer. Why did you Er bestaat een orgaan, een let him voetbalorgaan leave? die dan die beslissing neemt. Well, it's not only a decision Met, of a als coach. Ja, das ist Paul Wanner. Ich verstehe es bis heute nicht, warum der weg wollte. Sage ich euch, wie es ist. Also am Ende des Tages reicht es dann aber auch nicht für den FC Bayern. Das ist dasselbe wie bei Nübel. Wenn du nicht den Ehrgeiz hast in dieser Phase, ja, so guckt an, wie lange Jamal jetzt weg war, ja, und dass diese Chance dann ein Lennart Kahl genutzt hat, auch wenn er gerade ein bisschen unterperformt, alles gut, er ist 17, ja, Punkt. Aber das wäre doch seine Chance gewesen. Es wäre doch alternativlos gewesen auf dieser Position. Ja. Und er hat sich es anscheinend selber nicht zugetraut oder ich weiß es nicht. Ja. Also man sieht ja, dass der FC Bayern es hinbekommt, Spieler da einzubinden. Das heißt, mit dem Lennart Kahl, der gar keine Erfahrung hat. Ja, also keine Ahnung. Aber dann ist es halt auch nicht die richtige Einstellung, die du brauchst für den FC Bayern. So ehrlich muss man auch sein. Het korte There's termijn a whole voor de club behind ploeg en decisions ook voor like de that, spelers te and beschermen en het lange termijn voor de club. there's other En dan op basis daarvan worden people beslissingen involved. genomen.
who decide that, and of course dat betekent the niet dat player side als je has kijkt naar waar ideas Paul as well. terechtgekomen is, als je 20 jaar oud bent And of 19, ja, dan together is het ook we een took ideale that plek om decision, je and carrière zeg being maar, 20 years old, ja, te starten. PSV Ik bedoel, is hier zal hij a waarschijnlijk heel veel wedstrijden perfect spelen. Hij place speelt ook to start a Champions League, career, misschien kampioen. and he gets a lot of playing time now. Da stimme ich natürlich zu, dass PSW ein sehr, sehr guter Ort ist, um in dem Alter eine Karriere zu starten. Und natürlich wird er je nach Leistung da natürlich schneller ein anderes Standing kriegen wie beim FC Bayern. So, das ist auch klar, ja. Aber verstehen kann ich die Entscheidung nicht ganz. Now does play Ich kann Champions één League, maybe Vorbild he'll noemen. Ich war so become mein Man hätte dann immer noch in der Winterpause wechseln können, wenn man dann meinte, yo, ich habe keine Chance, mich hier durchzusetzen. Ja. Also man hat es ja gar nicht erst versucht. Dutch is ook nog bij champion. Anderlecht, dus het zijn gewoon perfecte platformen voor jonge spelers. En Can soms give als die a plekken vastzitten different bij Bayern München example, of bij and de grote that's clubs. myself as a In Europa 20-year-old bedoel ik, with waar dan heel Anderlecht. veel It's been a spelers perfect in de platform concurrentie zitten, for dan- me to dan is show dit ook nog myself, een grote club, maar misschien especially when een in ideaal other niveau op die top leeftijd. clubs, Dus, all daar the is ook niks spots abnormaal in en het is ook are soms een perfecte ontwikkeling voor full. Paul en je ziet hem ook And so therefore groeien. it's perfect for him to Zelfs daar develop geniet here ik van. at Eindhoven, and we've seen he's From Netherlands to Belgium. has Yes, done please. a couple of very good steps Goedenavond here already. Vincent. Jullie staan er geweldig voor in de Champions League. Tweede plaats. evening, Bij een Vincent. gelijkspel zijn we natuurlijk zeker van plek Here, 2. second Veel place wedstrijden op dit moment zou je kunnen zeggen. and Nou, misschien wat table. spelers sparen. Ga je spelers sparen? Nee, ik zeg het, we zitten gewoon in een... You zitten could think in een that situatie you waar might take some of the players we off hebben and give them a rest. de volledige kern ter beschikking, bijna. We zitten er eigenlijk goed voor op het Yeah, we juiste are in the moment. situation that Alleen we is almost have die the integratie van complete jongens. squad with us. Heel veel jongens die ook ziek waren in de But, afgelopen dagen, echt heel veel. En We'll dan have daarbij ook to nog to andere integrate a jongens couple die of players, alle and moeten we'll have to wait for the opzetten, right ja, right moment to do voor die that. jongens die herintegreren, voor die jongens die ziek And we waren. have a lot of Het players zijn gewoon that thema's have die nu- been playing a lot of minutes. die nu een factor Some players we zijn, had to maar, integrate in the last weeks. ja, we weten So wat those are the de facts werkelijke sterkte van PSV we is. have Ik to denk dat je hier zomaar kunt spelen met een, judge on, but met een groep jongens we die, still know the qualities of PSV Eindhoven, and therefore we can't do what we want. So We hebben veel jongens. Je wilt gewoon horen van speel die of speel die, maar uiteindelijk we hebben tot nu toe altijd we have in onze trust in every single player we have, and we always had that. And so whoever we bring on, we believe that they'll do the job. We denken dat we kunnen winnen met frisheid. En niet omdat we denken dat But we if there's ons moeten sparen. a Het is echt decision made dat we that moeten winnen one met of the frisheid. players is En not ook dat we playing, mensen opnieuw bestaan brengen. it's not because Er zijn ook een heel aantal namen, als ik die namen we want to opnoem, keep dan him ga- off. dan It's is het moeilijk voor jou om and te give him a zeggen, rest. It's nieuwe because spelers we of als je think op de bank we zit, can is do dat weer better zo. with other players. Oh, okay, da bin ich ja mal auf die Aufstellung gespannt, ey. Also er hatte gesagt, wenn jemand draußen ist, dann ist es nicht, damit dieser Spieler eine Pause bekommt, sondern weil man denkt, mit den anderen Spielern auf dem Feld hat man bessere Chancen. Ja, dann gucken wir mal, wer draufläuft. Of course, we can Ja, talk nee, maar about je- het is- different het names, is but gewoon- in the het end, is it's gewoon very sowieso tough to onze say who is kernsamen part of the samen, first 11 or not. Ja, we zijn in deze maand januari just, echt wel met, have a met een good, aantal puzzelstukken very complete geconfronteerd squad. En we moeten die maand januari goed uitdoen. Ook qua resultaten trouwens. And Dus een prioriteit omhoog. we had a lot of En ja, different challenges throughout the last couple of months, and did good. And we'll have to keep on going, and everyone involved has to play the role that is needed tomorrow as well. Meinen die, eine große Mannschaft wie die Bayern verlieren keine zweimal hintereinander. Deswegen wird es möglicherweise morgen für PSV schwierig werden. Sehen Sie das auch so? Und ist dieser zweite Platz nochmal eine Motivation, um auch ein paar Prozent rauszukitzeln? Weil ihr seid ja schon durch. Augsburg kann man natürlich auch argumentieren, großer Vorsprung und so. Ne? ja ich rede nie über verlieren, wenn wir noch ein Spiel machen müssen. Keine Chance, ist nicht in meiner Mentalität. Alles, was zu tun hat mit morgen, es geht nur über die Möglichkeit zu gewinnen. Das ist das Einzige, was zählt.
morgen haben wir ein tolles Spiel. Es wird schwierig sein. Und wie jedes Fußballspiel kannst du verlieren oder gewinnen. Aber es geht bei mir nur darum, dass wir morgen die Möglichkeit haben, Zweite zu werden in dieser Phase und unser siebtes Spiel zu gewinnen in 8 Spielen. Und das ist das Einzige, was zählt. Plus, darf man nicht vergessen, ich kann es jetzt sagen, weil es ist Spiel 8. Sie sind gekommen mit aller Opta-Statistik, bevor wir dieses erste Spiel gemacht haben. Und das war bei uns, glaube ich, die schwierigste Phase, oder? Und jetzt sind wir hier. Also ich rede nur, wenn ich am Anfang mit dieser ganzen Statistik gedacht hätte, okay, wir verlieren in PSG, was, wenn wir verlieren in Arsenal, was, wenn wir verlieren gegen Chelsea zu Hause. So denke ich nicht. Wir versuchen und Fußball wird morgen entscheiden, aber es wird ein tolles Spiel sein, glaube ich. Bin gespannt, ob es ein tolles Spiel wird. Also ich denke, es wird ein interessantes Spiel, ja, da gehe ich mit. Weil PSW auch nicht die Mannschaft ist, die sich hinten reinstellt und das auch nicht kann. Die brauchen noch Punkte. Ja, die haben 8 Punkte. Wenn sie unter die ersten 24 wollen, sind, glaube ich, gerade 22. oder sowas. Alles dahinter hat auch 8 Punkte. Schwierig. Die werden punkten müssen, wenn sie safe unter die ersten 24 wollen und in die Playoffs. Also, die werden Gas geben, ne? Next one row before, ja. Doet ook in het Nederlands. Vincent, je zult veel beelden van PSV hebben Great gezien. and tough Hoe game kijk je naar de tomorrow. stijl van PSV naar die van coach Peter Bos? Toch wel heel You aanvallend. Zo zien wij het. probably have seen a lot from Ja, ik weet dat PSV. Peter How do ons een you beetje like the vergeleken heeft style met of Breda. Peter Bosch? Maar Ik schouw jullie wel iets hoger. Uh, Peter compared us to NAC Breda. Maar ik zou eigenlijk PSV en Bayern vergelijken. Dus, I think you guys are better. Well, I would like to compare PSV with Bayern. There's a lot of things that we do the same. The way we attack. Ja, das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Ne? Ist ein bisschen ähnlicher Spielstil wie bei uns. Natürlich von der individuellen Qualität brauchen wir nicht reden, dass wir da weit vorne sind, aber wir sehen ja auch gerade, wie viel Fitness in dieser Mannschaft ist. Wir werden sehen, wie frisch man vom Kopf ist, glaube ich, morgen so das Hauptthema. Ja. Ich glaube, der Kopf macht müde Beine auch immer noch weg. Ja. Also das ist so ein Punkt. The way our number 10s like to play, right and left wing defenders, the build-up in midfield looks the same. Zij zetten hoog druk en als ze hoog druk zetten hebben ze ook een So the way midfielders try to get into the box, they like to press very high as well. Completely opponent orientated, very compact. Same way we do that. But we're not NAC Breda. But maybe PSV, NAC Breda, and Bayern is the same. Of course, I'm just kidding a bit, but when Peter says that, it's of course positive. Von Atletico. Da geht es um einen möglichen Deal um Leon Goretzka noch. Jetzt vielleicht ganz generell gefragt, das Transferfenster geht nicht mehr lang. Sind Sie noch offen für Veränderungen oder wäre es Ihnen am liebsten, wenn der Kader so bleibt, wie er jetzt ist? Gleiche Antwort, wie ich in Niederländisch gesagt habe über Paul Wanne. Ne? Also ich meine, diese Entscheidungen werden nicht nur getroffen von Cheftrainer oder ich meine, es gibt über jede Situation, jede einzelne Situation Gespräche, die stattfinden mit Max, Christoph und dann noch die noch da oben. Und in diese letzte... Sehr schöner Hinweis, sehr schöner Hinweis. Nochmal schön rein und schön bestätigt, dass Max und Christoph das alleinige Sagen halt nicht haben. Ha? Und die da oben, ne? Die da oben, der Uli. Und aber ich sage das, weil das ist auch ein gesundes Zeichen bei uns. Also, aber in diesen letzten 48 Stunden, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nur über PSV gesprochen und gar nicht über welche Spiele noch dazukommen oder verlassen sollen. Und deswegen ist diese Information eigentlich nicht, es fehlt noch jemand hier, Sie wissen. Und ja, also wenn Leon ein Angebot kriegen kann, was war der Name? Atletico Madrid oder was? Ja, Leon, hau rein, Alter. Ja, das ist für dich gut. Du hast nochmal eine Veränderung, du musst nochmal ein bisschen mehr feuern. Du hast die Chance, dann auch safe zur WM zu fahren. Jetzt mal ernsthaft, bei uns ist
Ich weiß nicht, warum Leon überhaupt die Spielzeit bekommt. Ich denke, weil er halt einfach diese Persönlichkeit ist und diese Erfahrung hat Vinny auch oft genug gesagt. Aber wir haben es gesehen, ja. Also es geht kein Weg eigentlich an Pavlo vorbei. Du hast einen Bischof, der leider in dieser Posi nicht so oft spielen durfte. Du hättest aber sogar noch einen Chavez oder wie heißt er dahinter, der das auch sehr, sehr sicher schon gestaltet hat. Und auch da haben wir noch 1, 2 andere Talente dahinter, die wir auch schon in der Vorbereitung gesehen haben. Ja, I don't know, vielleicht sitzen wir dann hier in 2 Monaten und sagen: „Ja, scheiße, jetzt ist der Kimmich verletzt und Pavlo ist mal wieder krank und jetzt wäre so ein erfahrener Leon da vielleicht gut.“ I don't know, weiß man nicht. Ja, da muss man andere Alternativen finden. Und zur Not muss Harry Kane den Achter geben, Nicolas Jackson vorne rein und alles ist gut. Da kann ich eigentlich nicht viel weiterhelfen mit dieser Information. Dann First Row, you can choose, yeah. Either or. Herr Kompanie, Harry Kane, 32 Jahre alt und hat jedem Spiel mitgemacht, 30 Spiele schon diese Saison. Wie spezial ist das und ist morgen vielleicht ein guter Tag, ihm ein bisschen Ruhe zu geben? Sie wollen nur zeigen, dass Sie Deutsch sprechen. Und jeder von Ihren Kollegen weiß das. aber, oh mein Gott, ich muss ehrlich sagen, also wenn wir so viele Spiele machen, dann entscheide ich eigentlich noch nicht am Tag vorher. Das heißt, morgen werde ich nochmal aufstehen, Gedanken machen, was ist das Wichtigste für unsere Mannschaft jetzt. Ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, was ist das Wichtigste für unsere Mannschaft jetzt, kannst du einen Harry Kane gerade aktuell nicht draußen lassen. Ja, ganz im Gegenteil, du müsstest ihn eigentlich eine Nummer nach hinten ziehen. Ja, wenn PSV wirklich einen ähnlichen Spielstil hat wie wir mit hohem Pressing, wenn dann Kimmich in der Zentrale steht, der ist maßlos überfordert, wenn er gepresst wird. Ich weiß nicht, wie es mit Pavlovic ausschaut. Da ist es, glaube ich, gut, wenn du nochmal einen Harry Kane auf dem Feld hast, der oft genug dann das Spiel auflöst, auch aus einer Pressing-Situation heraus, wenn er tief ist. Den Faktor wegzulassen, boah, schwierig. Ich habe total 100% Respekt für PSV. Ich weiß, dass es schwierig sein wird. Aber jede Entscheidung werde ich treffen, weil ich glaube, dass wir dann entweder, es geht nicht nur über Harry, ich glaube nicht, dass du, weil jeder sagt, PSV presst, oder? Jeder sagt, PSV ist sehr stark im Spielaufbau, auch viele tiefe Laufe. Wir machen das auch. Wir machen auch höheres Pressing. Wir sind auch im Spielaufbau immer sehr aktiv und wir machen auch sehr, sehr viel tiefe Laufe. Aber die Qualität davon ist auch abhängig von Energie. Und wenn du diese Energie verlierst, und das war vielleicht ein bisschen unser Problem gegen Augsburg, weil wir so viele Spieler hatten, die nicht dabei waren, weil wir schon so viele Spieler haben, die immer wieder alle Spiele machen. Und das ist diese Balance, wo ich jetzt einfach überlegen muss. Ja, hat er auf jeden Fall das richtige Learning, Alter. Ja, definitiv, gehe ich 100% mit. Mein Take ist trotzdem, du kannst auf Harry nicht verzichten. Punkt. Ja. Wenn er eine Pause braucht, ja, na klar, dann macht es natürlich mehr Sinn. Ich würde da auch kein Risiko eingehen. Harry wird noch wichtig genug werden in den kommenden Wochen und Monaten. Dann ist das so, es muss auch mal ohne gehen, ja. Aber freiwillig auf Harry verzichten würde ich nicht. Ja. Ich glaube, es lag auch nicht an Harry in Augsburg gegen Augsburg. Es sei denn, er hat nicht die Körner gehabt und hat sich deswegen nicht so oft fallen lassen. Das kann natürlich sein, so. Das weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Wenn dem so ist, ja, dann muss er Harry draußen lassen. Ja, dann braucht Harry mal ein bisschen Päuschen und gut ist. So, dann müssen halt mal andere in die Bresche springen. Ja, ganz einfache Kiste und dann muss das halt einfach auch mal ohne Harry gehen. Wenn das der Grund war. Weil das war schon auffällig, dass das gegen Augsburg nicht so oft bzw. super selten war. Ist es rein Qualität oder ist es auch eine Masse Energie, das wir brauchen? Und morgen entscheide ich. Und beides brauchen wir, ja. Aber ich möchte das Spiel gewinnen, 100%. Also lange Antwort für kurze Fragen, aber ich bin ja Belgier, also ich mache es manchmal anders. One more in the first row. Welkom in Eindhoven, Vincent. Ik hoorde je net only zeggen, short een goede Paul Wanner, dat je daar ook topic. van geniet. Waar denk je dat hij nog stappen kan zetten? You just said you enjoy seeing Paul Werner with PSV Eindhoven.
What else can he do? Well, he has to listen to his coach, and he will do great. He does have a normal and very good development. Of course, he had to adopt first of all, and he's done that, and now he has the perfect platform to do a good job. He just has not to look ahead too far. He has to focus on the here and now, and what he does now is just good. He has the possibility to play Champions League, and he has that very positive approach to the game, but still he can develop on defending, and that's the kind of steps he can take here. And like Celtic, Ajax, PSV as well, always good clubs for talents to develop. Ja, PSV heeft dit seizoen een paar keer flinke uitschieters gehad. Ja. Was jij daardoor verrast door die uitslagen tegen Napoli en Liverpool bijvoorbeeld? Want ja, dat zijn toch 6-2, 4-1. Dat zijn PSV had some. Maar ze hebben ook wel een aantal wedstrijden wat minder gespeeld. Hoe kijk je daarnaar? Ja, niet dat ze winnen, maar 6-2. Had some good games with good results, Napoli or Liverpool, for example. But they had some very bad. Trotzdem haben sie nur 8 Punkte. At games as well. Yeah, I was very surprised about those positive results. It shows that they do have a lot of self-esteem. They believe in themselves. They are very good offensively. Have a good counter-attack as well. Can be in front of the goal very quick, and they have players that can score. Ja, wat zou ik zeggen? Wij zijn Bayern, dus we But it shows the result against Union Saint-Gilloise as well. It does show that we have to watch out, that they have done great things, so we should be warned. Okay. Danke, Vinny. Thanks for coming. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.